Damen an die Herren an Alfred vom FCD Verding 03. Et freut mich hier eine neue Emission vom D Verding 03 TV können zu präsentieren. Nur einer kleiner Wanderpause an der BGL League als entretemps 6 Matcher gespielt gehen. Ha einen kleinen Rückblick auf all die Goler, die gefallen sind. Zuschauer, die diesem Match gekommen sind. Ein kleines Resümee mit dem Deverdinger Coach, den Pedro Rizende, über die gespielte Matcher. Bon, pour les 5 matchs qu'on a fait les deuxièmes tours, c'est vraiment un bilan positif pour nous. Avec 4 victoires et un match perdu, ça nous a fait récupérer un peu les points qu'on avait perdus en premier tour. Aujourd'hui, on est 4e, mais on est proche quand même de la 3e place. Et maintenant, c'est ça qu'on va chercher. À penser match après match,
Pas vraiment les matchs qui viennent plus loin, mais les matchs qui viennent après, que c'est un Benfica, même s'ils sont derniers, ça va être un match compliqué, comme tous les matchs en BGL League. Mais bon, pour le moment, je suis vraiment très content avec la performance des joueurs, principalement au niveau de son engagement. Aujourd'hui, ce n'était pas possible de faire vraiment les matchs qu'on avait prévus, qu'on avait la tête, parce que le terrain était très très difficile à jouer. Mais bon, l'important, c'est qu'on a gagné, on n'a pas cassé de but, on a marqué 3 buts, on avait encore 2 occasions pour marquer plus. Et voilà, maintenant, il faut bien travailler pendant cette semaine pour aller chercher les 3 points à Sens. Weiter geht mit der Damen-Equipe, wo wir ein paar Bilder an Interviewen mit verschiedenen Spielerinnen an ihren neuen Coach weisen. Alors, j'ai commencé le foot il y a environ 6 à 8 ans. J'ai commencé à l'US Metz pendant 1 an et ensuite le reste de mon parcours sportif, je l'ai fait à Audin-Tiche. Et je suis partie 3 ans durant mon lycée en section sportive football à Georges de la Tour à Nancy. Alors, j'ai choisi le FC Differdange parce que j'avais une amie qui jouait avec moi avant Audin-Tiche qui est venue jouer ici et je voulais reprendre le foot. Donc, elle m'a dit de venir à Differdange et j'ai fait une phase de test et ensuite j'ai signé au club. Les objectifs que j'ai avec le club de Differdange, ce serait déjà sur le plan collectif, que l'on puisse monter en D1 et qu'on remporte le titre de championne. Et sur un plan personnel, j'aimerais vraiment continuer à prendre du plaisir en jouant et enchaîner les matchs. Ich spiele Fußball seitdem ich 10 Jahre alt bin, schon auch halt zu Dave angefangen. Ich habe bei den Damen das erste Jahr mitgemacht, ich habe mir die Equipe angefangen und halt zu Dave, wo wir auch die Monte an die 2. Division gemacht haben. Ich bin dann noch rüber auf Niederkur gegangen, da habe ich ein paar Jahre gespielt. Ich bin ein Jahr auf Mama gewechselt am Prä. Dann sind ich auf Niederkur zurückgegangen, 2-3 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Und dann bin ich das letzte Jahr auf Betebusch gewechselt. Und das Jahr heute zu Dave, ein Jahr gelernt. Ich habe auch schon Nationalequipe gespielt, ich habe schon angefangen mit meinen 12 Jahren. Und bis auf die letzte Saison da habe ich abgehalten, weil ich da nicht mehr mit der Uni konnte weiterfahren. Ich hatte viel Kur bis 8 Uhr abends, also konnte ich auch nicht auf den Training gehen. Und dafür muss ich mit der Nationalequipe abhalten. Aber es wäre aber auch noch ein Objektiv, vielleicht zurück an die Nationalequipe zu kommen. Aber ja, dass ich zurück auf die Verein komme, sie war eine Challenge für mich, weil ich will die Equipe helfen, an die Division bringen. Und dass wir eben gute Sachen machen, wie Champion gehen zum Beispiel in der 2. Division. Was schon gut ist, dass wir nur 3. Platz sind und ich meine, wir können aber schöne Sachen machen zusammen. Donc, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans avec les garçons, avant d'intégrer une structure professionnelle à l'âge de 15 ans avec les féminines, donc à la S Nancy-Lorraine. Je suis revenue dans le secteur du Cynigo de Branche, la JS Audin, et j'ai passé la frontière au FC Mamère où j'ai joué 6 mois parce que la première saison je me suis blessée et j'ai décidé de rejoindre Differdange pour cette deuxième partie de saison pour gratter du temps de jeu. Sur le plan collectif, je pense qu'on a tous le même objectif, c'est de remporter ce championnat et de monter en première division parce que pour moi la place de Differdange elle est en D1 et pas en D2. Et sur le plan personnel, c'est de continuer à progresser, d'apporter mon expérience, ma petite expérience à l'équipe et de l'aider à franchir le championnat le plus haut du Luxembourg. Kleinen Volley sportiv, wo mehr angefangen habe, an der Gemeinde mit Fußball spielen. Nachdem wo ich 21 Jahre hatte, bin ich fortgegangen, habe ich meine Fußballstationen noch bei einer Equipe gemäht und dann habe ich angefangen mit dem Trainerjob, wo ich hauptsächlich an den Damenbereich rangekommen bin, wo ich unter anderem Jung Lünster, Racing, Niederkur, Fola trainiert habe und da ein paar Champions-Titel gemäht habe.
Ambitionen noch zu verding das primär als kurzfristig Ziele setzen erreichbar sind ich mein, mit dem Potenzial wo als kurzfristig eng Mont sind im Moment die dritt ich mein, kurzfristig setzen nicht mal das Ziel oder neuen Challenge für Materie Ki zu steigen. Da muss man sie natürlich verstärken, konsolidieren. Man muss probieren, allmählich an Bord zu halten. Aber für nächstes Jahr, dass man nicht ein bisschen so ein Schießbude sind, dass man es konsolidieren und verstärken. Und dann auf länger Sicht, also am Anfang geholt, für uns zu konsolidieren, wo ich gesagt habe, und dann eine Equipe oder eine Gemeinde wie die verdenkt, was ja aber die drittgrößte Gemeinde aus dem Land ist, auch sportliche Volley eine extreme Rolle spielt, für dort den Damenfußball ein bisschen auch zu etablieren. Voilà, ça c'est déjà excellent parce qu'elle bouge le pied ou la droite. Voilà, mais l'oseille. Ah, le dernier. Allez, un pied et l'autre côté la main en l'air. Voilà, c'est dans les deux. Un pied et l'autre côté la main en l'air. Wie üblich als seit Publicität mit der Immobilier von Esch-Uelzig. An der Woche von der Fusenvakanz hat den FCD verdient für Jugendspieler ein Fußballcamp organisiert. Eine kleine Reportage auf verschiedenen Interviews. Weise Miriam.
Voilà. Donc, und dann läuft es weg. Und dann? Und gut. Moien sind der Davis von dass den Camp DT gut war und dass mir dick viel geleiert tun und dass es flott war und dass mir mal als Kollegen konnte spielen und lachen. Moien sind an schon 10 Jahre alt und Fußballterrain haben wir viel Neues geleiert, wo ich auch können geleiert tun. Eine Equipe gemacht mit einem Matcher, so verschiedene Gruppen, Kollegen zu gesehen war auch cool und so. War cool. Já tá aí, Diogo. Moien Echen Iris an Heimammer an Training die ganz woch. Mer hunn viel gespielt, Mer hunn noch Matscher gemacht, Et war viel interessant. Aber das war hauptsächlich immer noch Spaß, mit der Kanner zu kommen. Das hat natürlich viel Spaß gemacht. Etwas Neues mal ihnen Sachen beizubringen, wo mehr als die Mikros schon bei der Equipe schon mit all den Jahren Erfahrung als Jugendlos schon noch am Kader sind. Alles, was ich da weiß, probieren ich ein bisschen ihnen mitzuteilen.
sind effektiv kleine Kanner, weibliche Kanner, die viel Energie haben, aber die schon zum Mal anständig folgen, wenn ihnen mit ihnen Griechisch schwätzt, an für alle Kategorie, Top-Spieler, Superkanner, ganz hochfrisch dabei zu sein. Ja, das ist effektiv so. Sie Kanner und mir wirklich richtig tiptop nachgeleistet, obwohl ich auch immer selber noch erkannt sind, obwohl ich auch immer den Gag mit ihnen gespielt habe. Aber ich meine, das war ein Tick, für das sie mir folgen oder mehr nachleisten, wenn ich immer mit ihnen gespielt habe, mit ihnen den Gag gemacht habe. Da waren sie wussten, wenn ich seriös geschwärzt habe, und sie mir immer direkt nachgeleistet, dafür war alles top. Super Kanner. Max Kaiser, wie alt bist du, Max? Hast du schon ein paar Jahre gesehen am Fußball? 9 Jahre und ich kriege den 5. März mein 10. Da warst du schon bald 10 Jahre alt. Eine schöne Woche, Max. Kein ganz gut Wetter, nicht viel Sonne, viel Regen, aber... War aber cool. Aber flott. Ja. Flott. Warst du zufrieden mit dem Trainer? Ja, ganz zufrieden. Ganz zufrieden. Und den Kollegen? Auch zufrieden. Maar ja, wunderbar. Wenn man das gesehen, schlecht Wetter erlebt, 65 Kanner vom FCD 03 am Alter zwischen 5 und 13 Jahren, eine flotte Woche verbrüht von Neues Art bis Mitte sein. Sie haben bekannt gehen, sie haben von Trainer enkadriert gehen, die am normalen Erleben haben und Terra Spieler von der nächsten Senior und haben so gepackt, für das möglich zu machen. Den Helder, Hauptorganisateur von dem Event, muss man auch als Verein eine große Merci sagen. Und jetzt Pferdesport, die Kanner werden länger Woche als animieren, trotzdem schlecht werden. Ich gucke, dass ich nachher fanden. Wie alt bist du da, Mayo? 9. An den 21. Januar gehe ich 10. Da warst du ja schon ganz groß. Wie lange bist du schon am Verein? Wie ist das sogar? So lange Jahre, ne? Ja, Ich bin schon ein paar Jahre begehen. Ja. Wie war die Woche? Da war es nicht so kalt? Nein. Das war ganz okay. War ganz okay für dich. Kannst du ein Jahr nächstes Jahr? Ja. Da war so. Ich merci, dass du gekommen warst. Und dann wirst du dich im Training beginnen. Bei aber besserem Wetter dann, né? Este tipo de atividade já foi realizado, é comum realizar em Portugal e aqui no Luxemburgo também já tive a felicidade de realizar 2, 3 campos de férias. E tive essa ideia porque as condições do clube são excelentes. Temos aqui todas as... Cette initiative, c'est nous faire beaucoup fois en Portugal, toutes les semaines de vacances, carnaval, la Pâque, l'été, nous faire ça en semaine et c'est très bon avec les enfants en Portugal. Ici au Luxembourg, j'ai fait 3 fois cette initiative et avec la structure ici différente, avec toutes les personnes qui travaillent ici, les jeunes, je pense que c'est plus facile de travailler ici. Je pense qu'une semaine que tout le monde a gagné, tant les enfants, les parents, le directeur, le club différent, parce que les parents sont beaucoup contents avec le club. Et je pense que cette initiative, c'est pas faire plus fois dans le futur. Il n'est pas besoin de venir autres personnes faire ici, parce qu'avec la structure ici, les personnes qui travaillent ici sont capables de faire ça. Les objectifs avec la semaine de vacances et aussi regarde nouveaux joueurs, même joueurs d'autres clubs qui viennent ici faire une semaine et regarde les conditions que le club peut donner. Et le futur, il parle avec les parents et il vient jouer ici de différents. N'est pas seulement une semaine de vacances et une semaine par regard de nouveaux joueurs, pas connaître même les joueurs de club, parce que je n'ai pas, je suis entraîneur de toutes les équipes et tous les joueurs connaissent le nouveau entraîneur, le entraîneur connaît le nouveau joueur et plus le joueur qui n'est pas joué une différence. C'est plus important la différence passer l'image que nous passons ici parce que c'est très important que les jeunes viennent chercher différence et le différence à préparer et toute la structure pour recevoir bien les enfants et les parents.
So, wir sind am Leid und Mann von unserer Mission angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kleines Rendezvous für die nächste Mission für den 5. April. Bis dann, halt ihr alle gesund am Montag. Adi.